Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ich sage euch, ich bin am Sterben gerade. Es ist so heiß in unserer Wohnung. Ich will mich eigentlich gar nicht beschweren, weil ich habe ja für die letzten 2 Podcast-Folgen schon die ganze Zeit gesagt von «Es regnet die ganze Zeit und ich will wieder Sommer». Und jetzt habe ich wieder Sommer und jetzt habe ich heiß. Ja, vor allem, ich habe ja erzählt, dass wir eine fucking Klimaanlage gekauft haben. Und die ist wirklich geil. Aber ich muss sie halt, wenn ich Podcast aufnehme, abstellen, weil sie sonst zu laut ist. Und das heisst, ich werde jetzt eine Stunde lang da hocken und einfach literally verrecken. Aber ich mache das alles für euch aus meinem tiefsten Herzen. Nein. Ich sage ehrlich, das wird ein bisschen eine Laberfolge. Weil, zum einen, es gibt ganz viele Gründe, warum das gerade eine Laberfolge ist. Also mit Laberfolge meine ich, dass einfach drauf labern und einfach so ein bisschen erzählen. Also ich habe schon so ein paar Sachen geplant, wo ich denke, könnte ich jetzt in diesem Podcast mit euch besprechen, was eben passiert ist, was in meinem Kopf abgeht und was die nächsten Tage abgeht und so whatever. Aber der eine Grund ist vor allem, dass ich eine Podcast-Pause mache, Leute. Ich sage es jetzt, das Pflaster gerade wegnehmen. Ich habe jetzt geplant, voraussichtlich mal für 5 Wochen. Ich habe jetzt die letzte Podcast-Folge immer mal wieder so ein bisschen angeteased, dass es vielleicht eine wird geben. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich merke es richtig, wenn ich so eine Pause brauche. Nicht, weil es mir nicht Spass macht, ich liebe es, Podcast-Folgen aufnehmen, aber ich brauche, also zum Beispiel letztes Jahr habe ich auch so eine Pause gemacht und sie hat mir so gut getan. Einfach weil, ich mache wirklich regelmäßig jede Woche eine Podcast-Folge, also es gibt keine Woche, wo ich es auslasse. Und ja, ich weiss auch nicht, ich brauche die Pause wieder, um wieder so ein bisschen mit frischem Wind zu kommen, mit frischer Energy und einfach wieder mal frischem Gossip, den ich euch einfach innerhalb von 5 Wochen dann sammeln und dann das Geilste erzählen kann. Nein, wirklich letztes Jahr hat es mir wirklich mega gut getan. Ich habe einfach auch so ein bisschen über den Podcast reflektiert, was will ich. Ich habe dann auch ein paar Sachen verbessert und habe ein neues ein neues Cover, so ein Bild gemacht. Ich habe das Lustigste von der Woche und so reingebracht. Also ich habe ein bisschen brainstormt und ich habe ein bisschen frischen Wind reingebracht. Und ich merke gerade, dass ich jetzt irgendwie auch voll am Punkt bin, wo ich so eine Pause wieder brauche, um wieder so ein bisschen den frischen Wind zu bekommen. Und ja, ich weiß auch nicht, ich merke so mega, wenn man so eine Regelmäßigkeit hat, dass es einfach immer mehr so normaler wird und dass man immer so ein bisschen mehr, keine Ahnung, darum, ich freue mich irgendwie auf die Pause, zum auch so ein bisschen wieder mal das Ganze ein bisschen überdenken. Klingt so, als würde ich aufhören. Nein, so ein bisschen einfach mal reflektieren und alles. Und darum, Leute, ich brauche für das auch ein bisschen euch. Ich will von euch wissen, was würdet ihr euch wünschen, was es in Zukunft soll, was ich kann verbessern, was ich soll ändern. Ich kann mir auch gerne schreiben, was soll bleiben, was ihr cool findet. Wieso hört ihr einen scheiß Podcast? Das will ich eigentlich wissen. Und ich will nicht, dass ihr mir in den Arsch kriegt und sagt, oh mein Gott, ich liebe den Podcast und bei den anderen nichts. So kommen wir nicht weiter im Leben, Leute. Wir müssen uns immer stetig verbessern. Nein, darum würde ich mich mega freuen über irgendein Feedback. Ich kann mir das da in die Kommentare schreiben. Ich kann mir das auf Insta schreiben. Und ich bin auch nicht böse. Also ich könnt auch gerne schreiben, was ihr scheiße findet. Ich habe mir überlegt, irgendwie auf Insta, in der Story, auf meinem Zimmerpause-Account, gerne eine Folge, irgendwie so eine Umfrage noch machen, dass ich irgendwie eben so, weiss doch auch nicht, habt ihr lieber eine Podcast-Folge mit mir alleine oder eben mit Gästen oder keine Ahnung, wo man so vielleicht Fragebox und so. Also könnt ihr mal eine Folge, ich glaube, ich mache das wirklich noch, das habe ich eben letztes Jahr auch gemacht, das hat mir verdammt geholfen. Darum, ich bin gespannt. Das ist eben zum einen, darum jetzt noch ein bisschen Laberfolge, weil ich dachte, für die letzte Folge gibt es noch so ein allgemeines Update, was so die nächsten Wochen vielleicht passiert und einfach so ein bisschen, ein persönliches Dankensabschlusswort von mir. Nein. Und zum anderen ist halt literally der Grund, dass ich einen Kater habe. Ich muss es ehrlich zugeben. Ich bin gestern Abend, ich habe jetzt gerade auch eine trockene Fresse, merke ich gerade, ich hätte einfach das Wasser hernehmen, das ist ein bisschen scheiße. Egal. Ich war an der Kilby, bei uns im Dorf. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wo, weil, es ist in der Nähe von dort, wo ich... Es ist so dort in der Nähe, wo ich halt aufgewachsen bin. Ist Kilby. Und das ist für mich immer so speziell. Es ist immer so einmal im Jahr, also es gibt noch 2, 3 andere Kilbys, die auch in der Nähe sind, wo ich aufgewachsen bin. Und es ist für mich immer so ein spezieller Anlass, weil ihr müsst wissen, ich bin sonst eigentlich nur in Zürich. Also alles
findet immer in Zürich statt. Mein Studium findet in Zürich statt. Wenn ich mich mit Friends treffe, findet es in Zürich statt. Wenn irgendwelche Events sind, ist es auch immer in Zürich. Was gibt es noch? Eben, wenn es irgendwelche Street Parade oder irgendwelche sonst Sachen, das ist immer irgendwo in Zürich. Natürlich gibt es auch mal, dass man irgendwie an ein Festival geht, wo dann vielleicht im Wallis ist. Ich war jetzt gerade vorgestern im Opener Gampel oder irgendwie so. Aber wie, es läuft nie etwas in meiner Hometown. Und das ist für mich dann immer so etwas Spezielles, weil ich weiß auch nicht, du siehst wieder so viele Menschen, die du so gefühlt vergessen hast. Und ich gehe, also wir haben auch, das klingt schon fast ein bisschen, also doch, wir haben eine Tradition, es ist nicht echt voll herzig, aber irgendwie, ja, dass ich mit meinen alten Sek-Friends dorthin gehe. Literally nur Jungs, Grüße gehen raus. Weil ich weiß gar nicht, wie sich das so ergeben hat. Weil, also wir sind schon keine Friends in der Sek, aber ich hatte dort mehr halt weibliche Kolleginnen gehabt, mit denen habe ich eigentlich nicht mehr wirklich Kontakt. Einfach weil sich, also zum einen, also keine Ahnung, man hat sich übel einfach auseinandergelebt. Also mit den einen Leuten habe ich so wirklich seit der Sek nie mehr etwas gehört. Und die anderen, es gibt auch schon eins, zwei, wo man vielleicht keine Ahnung, nach ein paar Jahren Sek mal gesehen hat. Und aber jetzt auch nicht mehr so. Also ich habe eigentlich mit praktisch niemandem sonst so von der Sek nach Kontakt. Außer mit ihnen. Und eben immer einmal oder 2, 3 Mal im Jahr gehen wir zusammen an die Kilby. Und ich finde das irgendwie so cool. Ich weiß gar nicht, wie sich das genau ergeben hat. Eben, also ganz früher in der Sek hat es halt immer so Sek-Partys gegeben und so. Und jetzt, keine Ahnung, sind sie auch dabei gewesen. Also wir sind in dem Sinne schon Friends gewesen, aber mehr so eine grosse Gruppe mit allen zusammen. Also es war jetzt nicht so die fixe Gruppe gewesen, 4 Gruppen. Also weißt du, wie so seit das Dritte sind halt auch Friends untereinander. Und sie machen schon regelmäßiger etwas miteinander, aber wie die Konstellation mit mir gibt es halt irgendwie immer nur an der Kilby. Und ich finde das irgendwie so cool, weil das ist so genau das Ding von, man sieht sich ein Jahr nicht mehr. Und wenn man sich aber wieder sieht, dann ist es so, als ob man jeden Tag etwas machen will. Also es ist wie, das Eis ist gerade instant gebrochen. Es fühlt sich überhaupt nicht so an, als würde man sich mit Leuten treffen, die man schon lange nicht mehr sieht. Und es ist so auf Smalltalk-Basis und du bist instant gerade wieder so mega auf der Bro-Basis. Und ich finde das mega geil. Also wirklich, das finde ich richtig cool. Finde ich richtig, ja, darum irgendwie freue ich mich irgendwie jedes Mal wieder, wenn so heisst Kilby der Hometown, Leute, let's go. Genau. Und eben, was ich halt irgendwie auch einfach speziell finde, ist so das Ding von wieder so viele Leute sehen, wo man so kennt. Also ich möchte wissen, keine Ahnung, das ist nicht so eine riesige Kilby wie jetzt das Knabenschiessen und so, sondern es ist so ein kleinere Kilby. So. Also wirklich, du kennst so viele Leute, die an dir vorbeilaufen, kennt man halt. Von der Sek. Bei mir ist es auch noch vom Gimmi, weil ich bin auch noch dort in der Nähe ins Gimmi gegangen. Was ist noch? Einfach sonst damals noch von der Kirche, aber das ist ein anderes Thema. Aber wie, es gibt, also ich kenne so viele Menschen dort. Und das hat so seine Vorteile und das hat so seine Nachteile, weil es gibt einfach gewisse Menschen, die man einfach nicht will sehen oder einfach so, wo du einfach, ja, am liebsten willst, ja, nein, du willst einfach nicht. Und es gibt gewisse Menschen, die ich einfach mich freue, um die wieder zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin auch richtig happy, also über gestern, weil ich merke, dass ich allgemein ein Mensch bin, das muss ich jetzt ganz schnell offen zugeben. Ich weiß gar nicht, warum es so unangenehm ist, weil ich kann mir vorstellen, dass es recht viele Leute gibt, die jetzt relaten können. Aber irgendwie, keine Ahnung, das gibt mir nicht gerne zu, aber ich bin schon so ein Mensch, wo gerne, einfach wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden im Zug treffe, einfach so tue, als ob ich die Person nicht sehe. Aber also, ist eigentlich nicht mehr peinlich. Können wir sagen, machen wir das alle? Oder bin ich jetzt auch so ein bisschen... Ja, vielleicht bin ich ein bisschen socially awkward. Aber ich weiss auch nicht irgendwie... Also weißt du, wenn sie so close Friends sind, dann finde ich es nice, dass man die irgendwo sieht und dann redet ja miteinander, logischerweise. Aber irgendwie... Ich weiss auch nicht, immer, vor allem auch so gerade in einem Zug. Dann hast du so die kurze Strecke, wo du jetzt miteinander redest. Und irgendwie... Ich weiss auch nicht, du bist so alleine und... Ja, nee, das mag ich gar nicht. Aber eben so an der Kilby bin ich dann irgendwie immer so offen. Also ich will jetzt nicht mehr sagen wegen Alkohol, aber so einfach auch sonst irgendwie so, ich bin dann so... Ich freue mich irgendwie mega, ich bin dann mega in dem Mood von, oh mein Gott, alle Menschen wieder gesehen und ich weiß auch nicht irgendwie... Auch gerade gestern bin ich irgendwie so wirklich ein bisschen stolz auf mich, wenn ich so auf alle Leute können so herzlich reagieren, auch wenn ich vielleicht nichts mehr mit denen zu tun habe. Oder auch wenn es vielleicht sogar in der Sicht so die Personen sind, die du jetzt nicht so close warst oder vielleicht sogar scheiße gefunden hast, so sind wir ehrlich. Aber wie, dass man einfach, keine Ahnung, es ist schon so lange her, das ist bei mir irgendwie, wie lange ist es? 7 Jahre oder so? Ist es 7 Jahre? 8 Jahre?
Dann habe ich abgeschlossen. Ich bin von 2014 bis 2017 bin ich in der Sek gewesen. Das ist Ewigkeiten her, wir müssen alle erwachsen. So Scheiß auf den Huren, was auch immer der war, so von Streit oder keine Ahnung. So, darum, wir sind irgendwie alle erwachsen und darum, ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie so richtig stolz auf mich, wenn ich so zu allen, die ich irgendwie so ansatzweise kennt habe, so ich habe so voll einfach so locker und entspannt, ohne Stock im Arsch, dann Hoi sagen und reden und sagen, hey, ich habe mit dir diese Story gesehen, du warst in der Ferien, wie war das? Ich weiß auch nicht, ich bin gerade so voller Liebe und irgendwie voll, ich weiß auch nicht, ich bin wirklich so ein bisschen stolz auf mich, dass ich so gestern das so gut gemanagt habe alles, dass ich so, ja, ich bin ganz zufrieden mit mir, so von meinem Auftreten gestern. Aber ja, das war nice, aber darum ich bin auch relativ spät heimgekommen, weil ich bin auf Zürich gegangen, weil ich nicht mit meinen Eltern übernachten, auch wenn es eigentlich mehr Sinn gemacht hat vom Ding her, aber ich habe wie gewusst, ich muss heute noch ein paar Sachen machen, weil ich gehe heute schon wieder in die Ferien. Also ich gehe ins Tessin mit der Nina. Wer ist wieder da? Nina. Und mit zwei anderen Studentenkolleginnen, mit der Sari, mit der ich auch einen Podcast gemacht. Mit der Nadine habe ich noch nie eine gemacht. Mit ihr müsste ich eigentlich auch mal eine machen. Und ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, wir sind so ein Vierergrüppli. Und es ist auch voll lustig, wo seit Nina wieder zurück ist, habe ich Nina immer wieder gesehen, weil wir haben zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich habe sie immer an Festivals gesehen. Wir gehen zusammen ins Bodyforming jede Woche. Und mit den anderen zwei hatte ich auch mal einen Sleepover gehabt, wo Nina in der Ferien war. Aber sie untereinander haben sich noch nicht gesehen. Ah doch, Nina wohnt jetzt mit der Nadine zusammen. Also Nina ist aus der fucking Zürich gezogen. Shanas, habe ich das schon erzählt? Ich weiß gar nicht. Aber ja, long story short, wir gehen jetzt 4. Ferien und die 4er-Konstellation hat es nicht mehr gegeben. Also ja, am Flughafen, wo wir sie abgeholt haben, ganz kurz für eine halbe Stunde, aber eigentlich sonst, bevor die Nina gegangen ist, und das ist halt am 4. Januar gewesen, an ihrer Abschlussparty. So. Also das ist crazy und darum freue ich mich so mega fest wieder, dass wir in dieser 4er-Konstellation sind und einfach Ferien haben. Also wir sind jetzt bis am Mittwoch im Tessin und Zari, also ihre Familie hat das Ferienhäuschen dort und ich weiß auch nicht, ich freue mich so fest, ich glaube, das wird so cool und ich liebe einfach die Gruppe, weil es ist so wirklich, alle 3 Menschen sind so cool und so Herzensmenschen und ich weiß auch nicht, ich finde, das ist so eine geile Gruppe, weil es so null toxisch ist. Du kannst das 3. chillen und es ist cool, du kannst das 2. chillen. Also ich kann mit jeder Person einzeln chillen. Es ist wie so, ich weiß auch nicht, ich liebe die Gruppe, ich freue mich richtig fest. Genau, das ist das Update. Ich kann sonst jetzt gerade noch sagen, was so die nächste Woche läuft. Ich komme am Mittwoch heim, bin am Donnerstag für einen Tag da und am Freitag gehe ich schon wieder ins Tessin mit meiner Lyon-Gruppe. Genau, bis keine Ahnung wann, auch irgendwie so 4-5 Tage. Falls ihr euch jetzt fragt, Bro, wieso bleibst du nicht gerade im Tessin? Berechtigte Frage, aber ich habe es mir so überlegt. Schau, es macht nicht so Sinn. Erstens, ich muss schnell meine Social Battery schnell tanken, ich muss schnell heimkommen und chillen. Zweitens, ich habe einen Tag mit dem Can, weil ich sehe den Can sonst einfach gefühlt 2 Wochen nicht mehr. Das wollen wir nicht einfach, das wollen wir einfach nicht, oder? Und drittens, ich habe keinen Bock, so einen fetten Koffer mitzunehmen. Ich will so mit einem kleinen Köfferli jetzt schnell die paar Tage gehen, dann wieder herkommen, eine Wäsche machen und mit einem kleinen Köfferli wieder ins Tessin fahren. Und sonst muss ich so einen fetten Koffer mitnehmen, wo ich so eben 2 Wochen muss packen und das wollen wir auch nicht. Das ist literally die einzigen 3 Gründe. Aber, und wir gehen ja auch nicht an den gleichen Ort. Vom Tessin. Und ich will ja auch mit meinen Girls wieder zurückfahren auf Zürich und ich will mit meiner Lyon-Crew wieder zusammen dorthin fahren. Sonst habe ich FOMO. Ui, jetzt ist gerade der Raumspray umgekehrt. Aber ja, aber ich muss jetzt gerade ein bisschen auf meine Liste schauen. Ich habe das mit der Podcast-Pause eigentlich jetzt schon gesagt. Was haben wir noch? Voten! Ganz wichtig. Es tut mir richtig leid, ich muss jetzt ein bisschen belästigen. Jede Podcast-Folge muss ich euch voll labern jetzt mit dem. Aber ich muss jetzt gleich sagen, weil es kann ja sein, dass du gerade das erste Mal eine Folge von mir hörst. Und das ist meine Chance jetzt. Und zwar bin ich nominiert beim Swiss Influencer Award in der Kategorie Entertainment. Und man kann für mich abstimmen. Und ich würde mich ganz fest freuen, wenn ihr für mich abstimmen würdet. Ja, weil ich weiß gar nicht, wann ist der Swiss Influencer Award? Oh mein Gott, habe ich euch das schon gesagt? Ich glaube, ich kann also der ist warte mal schnell, jetzt muss ich ganz schnell schauen, weil der ist im Oktober, am 17. Oktober und ich habe einen fucking Rabattcode für euch. Also sie haben mir so gesagt, so, ja, den kannst du in der Community geben, wenn sie auch kommen wollen.
Und ich so, ja, safe. Und ich glaube, der nie irgendwo kommuniziert. Aber ich weiss ja gar nicht, wenn die dort hinkommen, ist das cool so für euch? Weil, also, keine Ahnung. Aber ich kann ja mal nachschauen, was der Code ist. Da, ich habe gefunden. Hier ist dein persönlicher Community-Code, den du ab dem 7. Juli teilen und gemeinsam mit deiner Community feiern kannst. NATI20. Und NATI in Caps Lock. Also alles Grossbuchstaben. Also NATI, N-A-T-H-I, 20. Und das ist 20%. Also gönnt euch, holt euch das hure Ticket und dann sehen wir uns vielleicht. Wenn ich dann meinen Preis absahne, weil ihr alle abgestimmt habt. Ja, das war ja schon alles gewesen. Aber ja, das ist noch. Und was haben wir noch aufgeschrieben, was noch ganz wichtig ist zum Erzählen? Ah ja, ich kann ja sonst noch ein bisschen erzählen, was die letzten Tage so passiert ist, weil ich bin ja in Mallorca gsi. Und zwar mit dem Can. Wir sind ja recht spontan gegangen. Also wirklich, wir haben literally 2 Tage vorher gebucht, weil einfach, ja, ich weiß auch nicht. Wir wollten eigentlich im September erst in die Ferien gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das noch machen. Vielleicht machen wir das noch, weil wir ja einfach in Südfrankreich so ein bisschen Roadtrip-mäßig spontan gehen. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, ja, wir sind wirklich so gewesen, scheiß drauf. Wirklich, wir gehen jetzt einfach, wir haben dann einen freien Slot. Und es war so schön gewesen. Es ist wirklich, oh mein Gott, es war so toll gewesen. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so wirklich so Ferien, weißt so in dem Sinne im Moment gelebt, wo du einfach so bist, so einfach so das dankbar, so oh mein Gott, ich bin jetzt gerade am Meer. Ich habe schon lange nicht mehr so Ferien gehabt, wo ich so einfach wirklich Energie getankt habe. Und das habe ich so komplett gemacht. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin die ganze Zeit im Regen gewesen, jetzt habe ich mal Sonne, aber das macht schon ein bisschen was. Einfach so wieder mal ein bisschen Sonnenenergie haben und wieder am Meer sein. Ich weiß auch nicht, also ich habe es sehr, sehr nice gefunden. Ja, und eben, wir haben so ein paar coole Sachen gemacht. Und ja, keine Ahnung. Wir haben, was habe ich noch aufgeschrieben? Oh, soll ich das erzählen? Also ich finde es eigentlich noch spannend, darüber zu reden. Weil ich weiß nicht, ich finde das Thema Streit in einer Beziehung ist ja meistens ein Tabuthema auf Social Media. Also was ich irgendwie auch check, weil, keine Ahnung, Social Media, also wir sind ja alle irgendwo so ein bisschen gleich, dass wir ja nur die positiven Sachen und die schönen Sachen auf Social Media teilen. Also, keine Ahnung, das machen wir ja nicht mal irgendwie also wie in dem Sinn, zum anderen nur ein schlechtes Gefühl machen oder so, sondern das machen wir ja auch, weil wir selber, wieso machen wir das eigentlich? Ich weiß gar nicht. Aber also ich würde jetzt nie einfach eine Story machen, so, Leute, der Can, ich habe gerade so Beef gehabt, ich bin gerade so hässlich auf ihn. Also, keine Ahnung, weißt du, ich meine so, weil in dem Sinn ist das ja etwas Privates, aber ich finde es gleich mal spannend, darüber zu reden, über das Thema Streit, weil ich weiß auch nicht, ich habe selber lange immer gemeint, eine gesunde Beziehung heisst, dass man nie miteinander streitet und das stimmt einfach nicht. Also so klar kommt es auch auf die Streitart drauf an. Ich finde, beim Streiten ist es wichtig, dass man immer respektvoll gegenübereinander ist und dass man, also mit respektvoll meine ich nie beleidigen in dem Sinn, oder also handgreiflich, wenn wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, ich checke, was ich mit respektvoll meine. Einfach so, dass es Diskussionen gibt, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, dass man manchmal hässlich aufeinander ist, das ist normal. Und ich finde, das ist sogar wichtig in einer Beziehung, weil du wachst mega fest miteinander. Als wenn es nie einen Streit gibt, dann findest du nicht raus, was die andere, also weißt, du wachst selber, du wachst miteinander, du findest raus, dass vielleicht eine andere Person andere Bedürfnisse hat und du wachst einfach zusammen und du fängst an zu reflektieren und gemeinsam, du lernst auch kommunizieren und miteinander umgehen. Darum, ich finde es eigentlich etwas mega Wichtiges und gar nicht immer nur so negativ. Also wirklich, der Can und ich, wo wir unsere Streitphase hatten, gerade wirklich so nach der Verliebtheits-Sonnenbrille, rosa-rote Brille-Phase, ist ja meistens so ein bisschen eine Streitphase. Und wo wir in dieser Phase waren, dort bin ich mega so gewesen, oh mein Gott, wir haben keine Ahnung, alle Beziehungen, die du auf Social Media siehst, die streiten sicher nie und die haben so eine perfekte Beziehung und es ist alles so toll. Und dann vergleichst du so mit deiner eigenen Beziehung und bist dann streitest und es ist einfach, ja, kein schönes Gefühl. Und darum habe ich einfach gedacht, ist es eigentlich noch spannend, zum transparent mal mit euch über das reden, weil ich merke gerade, beim Can und mir ist es eigentlich extrem so, dass wir zwei Hauptmomente oder Situationen haben, wo wir streiten. Zum einen ist das, wenn wir uns lange nicht mehr gesehen haben. Also, dass wir dann wie uns ein bisschen wieder eingrooven müssen. Das ist nicht irgendwie mega blöd. Aber wenn wir halt wie
jetzt wohnen wir zusammen, seit wir zusammen wohnen, haben wir viel weniger Streit, wirklich. Und wir harmonieren viel mehr, einfach weil wir, ja, eingegroovt sind in dem Sinn. Und das merken wir jedes Mal. Wir müssen auch mittlerweile darüber lachen, weil sobald wir mal uns 10 Tage oder so nicht gesehen haben und dann wieder, dann müssen wir uns wieder ein bisschen eingrooven, dann passiert es wirklich, dass wir immer zuerst ein bisschen kiffeln. Ja, das ist so ein bisschen das eine. Und das andere ist wirklich oftmals, wenn wir in der Ferien sind. Ich weiss gar nicht wieso. Ist es, weil wir in einer anderen Umgebung sind? Oder, also ich habe zum Beispiel ein paar Punkte aufgeschrieben. Dass wir gerade in der Ferien halt, also das ist ein Punkt, dass wir gerade in der Ferien halt einfach andere Bedürfnisse haben als im Alltag. Zum Beispiel, er ist mega der Schattenmensch und ich bin mega der Sonnenmensch. Also er will am liebsten die ganze Zeit nur im Schatten chillen und ich halt in der Sonne. Und du musst dann halt wie so ein bisschen einen Kompromiss finden und ja, das ist dann so meistens vielleicht so ein bisschen Streitthema oder was ein anderes Bedürfnis ist, er will die ganze Zeit früh aufstehen und ich bin so, Bro, wir haben Ferien, Alter, wir schlafen aus. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, er ist zum Beispiel ein Mensch, er braucht eher viel Adventure-Sachen und dort gehen und ich bin zum Beispiel mehr so gesagt, Bro, gehen wir einfach an den Strand chillen. Voll, und eben, ich würde sagen, das ist ganz normal, dass man Meinungsverschiedenheiten hat, dass es zu Diskussion, dass es zu Streitmomenten gibt, weil man sich vielleicht nicht gehört fühlt oder weil man eben vielleicht andere Vorstellungen hat und vielleicht dann enttäuscht ist. Und man redet dann miteinander und probiert irgendeine Lösung zu finden. Und das kann manchmal ganz easy sein und das kann manchmal ein bisschen schwieriger sein. Voll, aber eben darum hat es dann ein paar Mal so ein Situationen gegeben, wo wir so wieder so ein bisschen hitzig geworden sind. Aber ich würde sagen, eben, wir haben es eigentlich immer nachher wieder gut gelöst. Es ist wieder, also, keine Ahnung. Weißt du, nach dem Streit sind wir dann so unnötig gewesen. So, voll. Und eben, das braucht dann einmal so ein Moment, so die ersten Tage, wo wir uns eingerufen. Und die letzten Tage von der Ferien waren wieder mega gut gewesen. Mega, also gar nicht irgendwie gestritten oder so, sondern wirklich so richtig schön. Aber ja, also eben, das klingt jetzt wieder so, als hätten wir so, oh mein Gott, wir sind jetzt zusammen in die Ferien gegangen und haben mega gestritten die ganze Zeit. Aber ich habe es eine mega nice Ferien gefunden. Und eben, das ist ja so ein bisschen meine Message, die ich sagen will, Streiten im Alltag ist normal. Passiert immer mal wieder, ist in jeder Beziehung, jeder gesunden Beziehung. Und es gibt Phasen, wo man eine Zeit lang gar nicht streitet oder sehr selten streitet. Dann kommt wieder mal eine Phase, wo man ein bisschen öfter streitet. Und das ist so, das ist der Lauf der Beziehung. Voll. Aber ich habe gerade noch aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob schon zu Funny Moment, also das Lustigste von der Woche dazu gehört. Aber ich finde es schon ein bisschen lustig. Aber gerade so zu, ich bin nicht so Adventure, das habe ich wirklich herausgefunden. Das habe ich in diesen Ferien richtig herausgefunden, dass ich nicht so ein Adventure-Girlie bin. Und ich wäre gerne eins. Ich wäre so gerne eins. Aber ich weiß auch nicht. Schau, ich will wissen, es gibt so viele Menschen, ich bin jetzt richtig gespannt, ob ich jemanden relaten kann, aber in meinem Kopf habe ich das Gefühl, jeder Mensch ist voll auf Adventure und oh mein Gott, Weltreise machen und dort und spontan dort und das und das. Und ich bin so ängstlich. Ich weiß nicht, von was ich Angst habe. Vielleicht muss ich es einfach mal gemacht haben, um eine positive Erinnerung zu haben. Aber ich bin nicht ein Mensch, der von einer Klippe will springen. Ich bin nicht ein Mensch, der will tauchen gehen. Oh, nein, ich bin nur schon, wenn ich irgendwo in ein Meer gehe, ich habe es am liebsten, wenn es einfach ein typischer Touristrand ist, wo ich nicht Angst muss haben, dass wenn ich dort reingehe, dass dort irgendwie Krebse sind oder Haie oder ich weiß doch auch nicht, Koralle oder ein Igel, nein, ich weiß doch nicht. Ich bin sehr gern in meiner Bubble, wo ich mich safe fühlen kann. Und ich wäre es eigentlich gern. Ich wäre gerne so ein bisschen das Adventure Girlie und ich könnte mir zum Beispiel eine Weltreise in dem Sinne, ist ja voll geil. Du kommst so fest aus deiner Bubble und du entwickelst dich so fest weiter. Also du siehst wahrscheinlich dann Sachen, wo dein ganze Weltbild verändern. Und ich finde das eigentlich so ein geiler Gedanke, aber ich bin halt, ich weiß auch nicht, ich bin ängstlich. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade so eine Situation gehabt, dass der Chandler gesagt hat, er will mega gerne mal in eine Bucht gehen, wo jetzt nicht so ein 0815 Touristrand ist. Und ich so, ja, safe, Alter, voll geil. Also finde ich voll nice. Irgendwo dort so an den Strand gehen und so. Sieht auch mega schön aus. Und ich bin dann aber gleich so ein bisschen, vielleicht ist ja nicht, keine Ahnung. Und wir sind jetzt erst mal angekommen und es war voller Menschen, ich habe auch das TikTok darüber gedreht. Dann sind wir an eine andere Bucht gegangen
Und dort war ein fucking FKK-Strand. Sind wir auch ganz schnell weggegangen. Leute, ich habe noch nie einen FKK-Strand gesehen. Vielleicht mal als Kind irgendwann. Aber wie man stellt sich so vielleicht so ein bisschen vor. So. Und es ist halt genau so, wie man sich das vorstellt. Aber irgendwie ist es gleich ganz speziell, das in Real Life gesehen. Ich weiß auch nicht. Aber also ich muss auch sagen, eben, es gibt wahrscheinlich jetzt viele, die das zuhören und FKK voll geil finden. Und für mich ist das halt mega ungewohnt. Also ich habe noch nie... Ich habe nicht so viel Schwanz auf einmal gesehen. Ich habe noch nie so viel Schwanz in meinem Leben gesehen. Das war crazy. Vor allem, es ist auch so komisch, du fühlst dich... Also wie, es sind jetzt nicht alle Menschen gerade nackt dort, aber es sind viele, zum Beispiel jetzt Frauen, viele einfach oben ohne. Männer, also es hat eben viele Männer gegeben, die auch ganz nackt waren, es hat auch viele Frauen gegeben, die ganz nackt waren. Und zum einen, also eben, wir sind nur kurz wieder hin und kurz durchgelaufen und dann haben wir nachher gemerkt, okay, das ist nicht so unser Vibe. Aber ich habe es noch spannend gefunden, zum jetzt zum Beispiel gerade beim weiblichen Körper einfach mal weibliche Körper gesehen. Weil, also, ich weiß nicht, aber du hast im Alltag, oder ich habe im Alltag eigentlich sonst nie die Möglichkeit, das ist jetzt mega blöd, mal normale, natürliche Frauenkörper zu sehen. Weil irgendwie, ich sehe sonst nur nackte Frauen, wenn sie irgendwie sexualisiert sind. Also irgendwie in Schmuddelvideos oder auf irgendwelchen, weiss doch auch nicht. Ja, und also, ja, kann ich zum Beispiel jetzt sonst irgendwo, ich noch nie irgendwo die Möglichkeit gehabt, um so einen Frauenkörper zu sehen. Also ich bin jetzt auch nicht ein Mensch, der jetzt zum Beispiel mit sich Kolleginnen im gleichen Raum irgendwie so nackt umzieht. Oder ich habe jetzt nie eine Möglichkeit, also ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal mich mit einer Kollegin umgezogen habe, actually. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man in die Party geht, dann hat man sich vorher schon die Heim umgezogen oder geht man sich in so eine Kabine alleine. Also ich bin jetzt nicht so der Type of girl, der so voll easy mich nackt auszieht, vor allem meine Kolleginnen. Darum, ja, vielleicht auch ein bisschen Stock im Arsch. Aber keine Ahnung, ich habe es mega spannend gefunden, es hat mir mega gut da mal Real-Life-Körper zu sehen. Alle Arten von Oberweite, von gross bis klein, bis hängen, bis nicht hängen, bis grosse Nippel, kleine Nippel. Ich weiß auch nicht, irgendwie, es hat mir richtig gut da, so mal die Realität literally zu sehen. Und es gibt immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Confidence, aber einfach so ein bisschen, ja, du kannst wie relaten, bis so, oh mein Gott, bei mir, es ist ja ganz normal. Bei mir ist auch, also wie, meine Boobs sind auch ganz normal, weil, ich weiß auch nicht, ich habe gerade bei meiner Oberweite früher immer mega hart gestruggelt, auch gerade wegen der Grösse, weil ich habe eine hure kleine Oberweite so, im Vergleich zu meinen Friends damals auch noch schon. Und keine Ahnung, wenn man am Strand gesehen und da siehst du Frauen, die haben auch kleine Oberweite, dann ist so, oh, das ist Healing, das war richtig schön gewesen. Aber ja, eben, wir sind dann gleich wieder zurückgegangen. Und zurück zum Thema kommen, warum ich nicht ein Adventure Girl bin. Wir sind dann nachher irgendwo auf der Seite gsi, wo so mäßig ja, wie auf einem Stein, also wie auf der Bucht, also auf einem Felsen eigentlich. Aber es war nicht so ein höherer Felsen gewesen, sondern du hättest schon reingumpen halt normal. Aber du hättest halt nicht mehr einfach raufkommen, weil es halt in dem Sinne schon steil ist und es ist halt in dem Sinne ein Felsen. Also du wirst weh machen, wenn du wieder raufkommst. Das ist wie nicht so easy. Und es ist eben schon noch recht hoch. Also ja, es ist eigentlich nicht möglich. Und wir haben dann wie geschaut, ob man auf der Seite kann. Also wie, wenn man ein bisschen weiterlaufen kann und dort reingehen. Und dort hat es dann so eine Möglichkeit, die wie so ein bisschen tiefer ist, aber sie ist halt wie so ein bisschen im Wasser und sie ist voll mit allem, keine Ahnung, mit Algen, mit Geschlabber, mit, weiß doch nicht. Also es ist jetzt wie nicht so ein schöner, es hat nicht so geil ausgesehen, um jetzt dort reingehen. Und der Gianni so gesagt, oh mein Gott, so cool und so, und kommt mir doch da rein und dann gehen wir dort rauf. Und ich so, können wir nicht einfach nur dort rein und dort wieder rauf, weil ich getraue mich nicht zum Reingumpen. Vielleicht, wenn ich reingumpe, dann berühre ich etwas. Nein, ich weiß, look, also das wirklich, ich bin schlimm. Ich bin so ängstlich. Und dann sind wir nachher gleich dort hingelaufen, wo der Eingang ist. Und ich sage noch so zum Can, Bro, wenn ich irgendeinen Krebs sehe, ich bin weg. Und er lacht und zeigt einfach mit dem Finger auf einen Krebs, auf so einen, weißt du, nicht so einen typischen kleinen, also nicht so einen kleinen, herzigen Krebs, der aussieht wie so ein Schneck, sondern so einen richtigen Mr. Krabs. So einen richtigen, typischen Krebs, der so auf der Seite so richtige Schnappdinger hat. Und ich bin so gesagt, nein. Also wirklich, ich bin instant weg. Ich so, nein, ich kann nicht baden. Ist mir egal. Also ich weiß nicht, ich habe geschwitzt. Wir sind ja dort
also dort runter und wieder raufgelaufen. Ich hatte heiß, es war keine Ahnung wie heiß. Und ich bin so gesagt, nein, das mache ich nicht. Das tut mir so leid. Und er ist dann nachher gleich gegangen, er ist reingekumpelt und ist nachher eben dort auf der Seite ist er raus. Und er hat nachher auch erzählt, das war eine schlimme Experience gewesen, weil er hat so, immer so weißt, das Wasser ist so rauf und wieder runtergegangen. Das heisst, du hast die ganze Zeit, also du hast gar nicht wirklich raufgehen. Und dann hat er auch noch links von sich nochmal irgendeinen Krebs gehabt in der Nähe von seiner Hand. Ich bin so gesagt, oh mein Gott, zum Glück. Also er hat auch gesagt, zum Glück hast du das nicht gemacht, du wärst nicht mehr aus dem Wasser gekommen. Ja, und ich habe irgendwie nachher gemerkt, also wir sind dann nachher gleich noch weiter hinten, wo eben so der Strand ist und der FKK ist, sind wir baden. Und ich habe einfach Schiss gehabt, dass es nicht Krebse sind. Ich habe zum Schluss schon so ein schönes Bild machen, wo man so entspannt liegt. So, vielleicht kennen die Pinterest-Bilder. Und der Can ist auf der Seite auf so einer Klippe gestanden, um von oben das Bild machen. Und er ist so, komm noch ein bisschen näher, damit ich wirklich von oben das Bild machen kann. Und ich sehe, also weißt du, so, in der Mitte war so alles Sand, wo man laufen konnte. Und auf der Seite, gerade bei der Klippe dort war halt wieder das Geschlabberzeug mit Steinen und so. Und du hast halt auch, also ich schwöre dir, safe unter diesen Steinen sind Millionen von Krebsen gewesen. Und das Wasser war jetzt wieder nicht so hoch gewesen. Sondern es war so bis Knie dort. Etwa so. Nein, schon ein bisschen höher, vielleicht bis Hüfte. Ja, irgendwie so. Und ja, das hat so viel Überwindung gekostet. Ich bin so richtig am Hyperventilieren. Ich so, Can, mach schnell. Ich schwöre, alles für Insta, so schlimm. So schlimm. Da seht ihr, wie fake ich bin. So, ich mache jetzt ein Bild auf entspannt und eigentlich habe ich einfach so Panik, ich möchte krebsen. Oh mein Gott, so schlimm. Da, die wahre Realität, Leute. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr herausgefunden habe, dass ich nicht so ein Adventure Girl bin. Ich kann ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Weil eben, vielleicht habt ihr mir auch Tipps, weil ich wäre es glaube schon gern. Und ich habe mich auch überwunden. Also ich habe dort das Foto gemacht. Ich bin zwar nicht reingesprungen, aber ich bin, oder? Ein bisschen habe ich mir Mühe gegeben. Aber ja, ich weiß auch nicht. Voll. Und was war sonst noch Ferien? Ich finde das Thema vegan ist noch spannend. Das Can und ich sind ja seit Anfang Jahr sind wir vegan. Und das war jetzt die erste Ferien, die jetzt irgendwie nicht eben Schweiz oder Deutschland oder so ist. Zwar Milano sind wir auch noch gesagt, das war auch easy gewesen. Es war wie so die erste Ferien am Meer, irgendwo wirklich so weiter weg, sage ich mal, wo wir vegan sind. Und es ist schon noch spannend gewesen. Also ich habe es schon noch so eine Challenge gefunden. Und also ich habe so eine App, die heisst Happy Cow, ich liebe die App. Der zeigt überall die Standorte an, wo es vegane Optionen gibt. Also wo es voll vegane Restaurants gibt und wo es halt einfach Restaurants gibt, die vegane Optionen anbieten. Wenn es nur etwas ist. Und es ist wie so eine App, wo du so, also jeder kann seine Beiträge reintragen. Und ich habe jetzt in dieser Ferien auch angefangen. Also du kannst das Bild von deinem Essen machen und dann kannst du das Restaurant bewerten. So, und du kannst sagen, was du gegessen hast, wie du es gefunden hast und so. Und ich liebe das. Weil es ist so auf diesem persönlichen Ding. Also es ist einfach einfach so Rezensionen, aber halt nur von veganen Leuten. Und das ist so geil. Und du siehst ja gerade halt wie das Bild, wie es wirklich das Essen dort ist und so. Und ja, ich liebe die App. Es ist wie so eine Landkarte, dann, wo du siehst, welches Restaurant wo ist und so. Und das habe ich in dem Sinne, ich bin richtig froh mit der App. Aber sonst war es schon schwer gewesen, muss ich sagen. Also wir haben zum Beispiel ja das Morgen inklusiv aus dem Hotel. Und das ist, ich sage euch, das ist ein riesen Buffet gewesen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Essen gesehen beim Morgenbuffet. Das war wirklich insane gewesen. Es hat nur schon einen ganzen Tisch gegeben für Leute, die Diät machen. Was hat es noch gegeben? Es hat hure viele Sachen gegeben, wo Gluten intolerant sind. Kann man sagen intolerant schon, oder? Gluten sagt man das bei Gluten auch? Gluten, nicht Verträglichkeit. Ja, ich check it. Auch extra einen ganzen Tisch, also wirklich so viel. Es hat Churros gehabt, es hat Pancakes gehabt, es hat alles, wirklich alles. Aber vegan ist schwierig, wirklich schwierig. Was es gehabt ist vegane Milch und that's it. Also wie, du hast alles andere irgendwie zusammensammeln. Es hat zum Beispiel einen Früchtetisch gehabt, so logisch, ist auch vegan. Aber es ist jetzt wie nicht auf Veganer ausgelegt gewesen, nicht mal auf Vegetarier eigentlich. Also ja gut, okay, vegetarisch ist glaube ich schon einfach. Weil du hast ja, es ist einfach kein Fleisch und Pancakes und so kannst du ja gleich essen. Ja, check ich, okay. Es ist einfach also ich habe es schwierig gefunden. Und wir zwei, der Can und ich, sind halt wirklich auch
wir lieben es so schön zu Morgen essen. Es gibt nichts Geiles, als in der Ferien ein geiles Kaffee raussuchen und so richtig geil zum Morgen essen. Also wirklich, zum Morgen ist geiler als zum Mittag und zur Nacht und was alles andere. Also wirklich, wir lieben es, schön zum Morgen essen. Und darum sind wir irgendwie so enttäuscht gewesen, weil ich habe dann halt jeden Morgen mein scheiß Brötchen genommen und Gomfi drauf geschmiert. Es hat nicht mal Margarine gehabt, es hat nur Butter gehabt. Und der Can hat sich halt das Müsli gemacht mit irgendwelchen Cornflakes und hat halt die Milch reingefetzt. Ja. Von dem her, es war irgendwie so ein bisschen sad gewesen, weil es halt wirklich auch, also das ist der erste Moment, wo ich wieder mal so kam von, okay, ja, jetzt hätte ich auch gerne Pancakes, bin ich ganz ehrlich. Aber wir haben es geschafft, wir haben Stand gehalten. Und wir sind dann auch an einem Morgen sind wir dann extra in ein veganes Kaffee gegangen, wo wir so eine richtig geile Acai, sagen wir Acai Bowl? Acai, oh mein Gott, Deutsch wieder mal. Ja, so eine richtig geile Bowl hatten. Also das ist ein mega geiles, cutes Rest gewesen, also Kaffee. Obwohl, also es hat sich auch so dumm angefühlt, weil fucking zum Morgen wäre ja alles inklusiv gewesen. Darum war es wirklich schade gewesen. Aber sonst war es eigentlich okay gewesen. Also es hat es eigentlich in jedem Resti, also eben, wir haben ja durch die App haben wir vor allem gesucht und das war gut gewesen. Und ich muss wirklich sagen, das ist lustigerweise ein richtiger Vorteil für uns, seit wir vegan sind, dass wir kein Problem haben, um ein Restaurant raussuchen. Weil wir sind so oft in der Ferien immer so 3 Stunden lang an irgendeinem Restaurant raussuchen gewesen, weil wir uns dann entscheiden können, weil irgendwie alles so ein bisschen, und wenn du halt vegan bist, dann hast du viel weniger Auswahl. Und ich weiss auch nicht, also zum Beispiel, wo wir in Palma waren, also in der grossen Stadt, dann haben wir von Anfang an auf meiner App ein Resti rausgesucht, wo wir schon vorher gewusst haben, was wir bestellen wollen, weil wir die Bilder gesehen haben. Also es war so, voll geil, dass wir direkt straight dorthin gelaufen sind. Also wirklich, seit wir vegan sind, haben wir nie mehr Probleme, um irgendwie ein Restaurant rauszusuchen oder sonst irgendetwas. Das ist wirklich geil. Und ich weiss auch nicht, ich liebe halt auch so ein bisschen Restis oder gerade Kaffees, die so ein bisschen cute eingerichtet sind. Weißt du, so mit Holzstühlen, mit einem herzigen Boden, mit ganz vielen Pflanzen. Also wie so der herzige Vibe. Ich liebe das bei Kaffees. Und meistens sind halt vegane Kaffees halt auch gerade so. Darum ist das irgendwie so eine Win-Win-Situation, weil du weißt, wenn es ein veganes Kaffee ist, dann ist es immer ein herziges Kaffee. Ja, genau. Und voll, eben, wir haben das mit der Klippe erzählt. Und wir sind dann einen Tag sind wir, auf ein Schiff gegangen, also auf einen Katamaran. Das war auch geil gewesen. Ich habe das in Zakynthos letztes Jahr mit 2 Girls, die wir in der Ferien waren, habe ich das erste Mal gemacht, eine Schiffsfahrt buchen. Und seitdem bin ich wirklich jedes Mal, wenn wir in der Ferien jetzt sind, bin ich, Alter, gehen wir auf ein Schiff. Das ist so geil. Das ist wie so ein Mini-Kreuzfahrtschiff für einen Tag oder jetzt nur schon für 4-5 Stunden, wo du Sachen siehst. Also das ist eigentlich wie so ein Tourbus, wie sagen wir dem? So ein Sightseeing-Bus, aber halt, Bus ist boring. Schiff ist einfach geil. Ich finde nur schon allgemein auf einem Schiff sein an sich, finde ich halt mega cool. Und dann halt, eben, wir haben dann wie so eine 5-stündige Tour von einem Katamaran, wo wir dann zum einen an einem Spot waren, wo wir baden konnten. Und dann sind wir auf einem anderen Spot. Und ich weiß auch nicht, also ich habe es wirklich so nice gefunden. Ja, nachher ist noch ein Musik gelaufen auf dem Boot. Das war so ein Vibe gewesen. Also ich habe es richtig, richtig cool gefunden. Darum kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr das nächste Mal mit euren Friends in die Ferien geht, irgendwo, dann macht euch für einen Tag eine Schiffstour. Das ist wirklich so cool. Das ist so cool. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das. Und das Geilste war vor allem auch noch, wie wir wirklich heimgekommen sind von der Ferien. Nein, das war traurig. Vielleicht ist auch das Lustigste, was du Woche Alter. Wir sind heimgekommen und wir sind schon so ein bisschen, was ist denn das jetzt? Und wir kommen rein, alles gut, stellen unsere Koffer ab. Wir wollen in die Küche, weil wir haben Durst des Lebens hatten. Wir wollen den Kühlschrank aufmachen, um unser Wasser rauszuholen. Bro, das hat gestunken wie Sau. Alter, wirklich gottlos. Richtig hart gestunken. Wisst ihr wieso? Weil der scheiß Kühlschrank abgestellt war.
eine ganze Woche lang, die ganze Zeit, wo wir in der Ferien waren, war unser Kühlschrank nicht am Laufen. Wir hatten dort rein Milch, also vegane Milch. Was haben wir noch gehabt? Wir haben alles dort rein gehabt. Ich muss sagen, wir haben zum Glück schon recht viel gegessen, bevor wir gegangen sind. Aber so die 0815 Sachen, weißt du, so Comfy oder Mayonnaise und Ketchup, weißt du, die 0815 Sachen, die so im Kühlschrank sind, die sind halt dort drin gewesen. Hast alles nicht mehr brauchen. Unser Tiefgefrierer, also wo oben dran halt, weißt du, in dem Fach ist natürlich auch nicht gelaufen. Bro, der war noch schlimmer gewesen. Dort drin haben wir halt Gemüse eingefrorenes und ich weiß gar nicht, was wir da dort rein kann. Alles ausgelaufen. Ah! Ich habe Schübe bekommen. Und weißt du, wir sind so wirklich am Abend, irgendwann am 11, 12 sind wir heimgekommen und ich wollte einfach nur pennen und dann war so, ich weiß auch nicht. Ja, und das Schlimmste war ja noch, der Can hat, bevor wir gegangen sind, hat er den Kühlschrank komplett putzt. Wir haben schon lange nicht mal unseren Kühlschrank mal so richtig wieder durchgeputzt. Und er hat so wirklich jedes Fächchen rausgenommen und geschrubbt. Und vielleicht war das sogar der Grund gewesen, weil ich weiß auch nicht, ob ein Fächchen nachher wie draussen war und es nicht ganz zugegangen ist dann. Und darum hat er abgestellt. Wir wissen es nicht. Aber das war auf jeden Fall eine richtig schöne Überraschung gewesen, weil wir haben ja auch eigentlich fast keine Zeit gehabt. Wir sind am nächsten Tag sind wir eben gerade so auf einen Gapfel gegangen am Morgen, weil wir einen Dreh hatten. Oh, das war so pain gewesen. Ja, von dem her sehr geil. Und was war auch geil gewesen, wir haben noch Spinnen im Haus gehabt. Ich glaube, wir haben noch nie Spinnen in unserem Haus gehabt, außer an unserem allerersten Tag, als wir eingezogen sind. Lieben wir. Aber eigentlich eine Krise geschoben, wirklich einfach so fette Spinnen bei uns im Gang. Es ist auf jeden Fall, es war geil gewesen. Aber ja, Leute, jetzt kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Es ist irgendwie so ein bisschen sad, weil ja, jetzt kann ich nicht mehr so sagen, also bis nächste Woche, weil es ist so, es gibt einfach eine Podcast-Pause. Aber ich wünsche auf jeden Fall, so ist es nicht krass, eine schöne 5 Wochen und wir hören uns in der